Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu A Story About My Uncle. Yep, es ist immer noch die gleiche Aufnahmesession, also falls ich nicht auf eure Kommentare eingehe, tut's mir leid, ist jetzt halt so. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Tot. Todescounter wird ziemlich sicher kommen, so wie ich das da sehe. Und auf und so. Hey, das hat damals jetzt besser funktioniert. Ich finde einfach noch ein bisschen merkwürdig, von wegen, ja so, wie heißt das? Ah, mir fallen die deutschen Wörter manchmal nicht ein. Und auch andere Wörter nicht. Also ich weiß, was ich will sagen, aber ja. Ja, ich kenne das sicher. Okay. Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes, I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Ah, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. Vielleicht hat er sie gegessen. Wüsste ich gerne, ob wir die jetzt mitnehmen können, aber irgendwie nicht so. Ja, wir können sie zum Leuchten bringen, das ist auch was. Wow. Okay. Also der Fred scheint ziemlich lustiger Gesell zu sein. Und ziemlich grosse Zeichen an die Wand malen. So. Hui. Gehen wir mal da rauf, ne? Ich liebe das Ding schon jetzt. Dass man so geil rumgumpen kann. Das ist übelst geil. Aber es gibt relativ wenig zum Erzählen. Die Story gibt nicht so viel her, wie ich mir gewünscht habe. Ich spiele halt lieber Story-driven Zeug, kann man sagen. Weil, ja, also ich kann schon viel Zeug erzählen, aber ich brauche immer einen Input, damit ich einen Output kann geben. Ich will ein Computer, kann man einer sagen. Halt, ich kann schon 1000 Sachen erzählen über 1000 verschiedene Sachen, aber ich muss immer noch irgendeine Sache haben, wo ich damit anfange. Falls ihr versteht, was ich meine. Ist, ja, manchmal ist es ein bisschen schwer, mir zu folgen. Manchmal denke ich auch schneller, als dass ich sollte und rede. Wow. Wow, das ist knapp gewesen. Zum Glück habe ich vorhin gemerkt, dass das geht, dass man sich so quasi nochmal aufzieht. Und wir kommen in ein neues Gebiet. These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Also ich würde sagen, wenn der Fred das alles da auch nicht gemacht hätte, hat er erstens einmal hure viel Zeit gehabt und zweitens eine richtige langweilige Phase. Ich meine, wer tut schon irgendwie 1000 Lichter und Holzbrücken an, wenn man noch so in der Gegend erkundet, um genau zu sein. Okay, das ist jetzt interessant gewesen. Oh mein Gott. That looks amazing. Wow. Wir haben sogar Motion Blur. Ich habe nicht gewusst, ob ich es reinschauen oder ausstellen. Husch. Sorry, falls es schlecht wird. Auf jeden Fall, es leuchtet mehr, wenn ich es bewege. Das ist lustig. Was haben wir denn da? Das ist sicher wieder ein Teil von seinem Experiment oder so Abfall. Gehen wir mal weiter. Ich kann nicht säcklich, ich kann gar nicht. Dann gehen wir ganz langsam da runter. Möglichst ohne runterzufallen. Zurück können wir nämlich nicht mehr. Es sieht schon geil aus. Und ich glaube auch nicht, dass das der Fred allein war. Definitiv nicht. Hello. Oh Who are wow. you? You're not from here. Nein. Wow. You look just like Fred, but smaller and with less hair on your face. Hey. She knew Fred. I told her that he was my uncle and that I was looking for him.
What's an uncle? I said that he was, that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie sometimes. I don't know why, really, but you can call me Maddie. You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I Okay. couldn't believe it. Wow. An underground village inhabited by frog people, or more like salamanders. Either way, they walked like humans, they talked like humans. How is that possible? Genexperiment. Ich habe vorhin schon gedacht, dass die ein bisschen aussehen, als wären es seine Froscheier, die er halt so eingesammelt hat. Ich würde gerne da an, danke schön. Wie sieht das überhaupt? Wow, das ist knapp gewesen. Aber ich habe es geschafft. Nice. Es sieht schon richtig geil aus. Richtig, richtig geil. Ja, ich würde mal sagen, da oben. Ich würde ja gerne mal ein bisschen noch an andere Orte. Also Zeug, wo man so nicht ankommt normalerweise im Spiel. Ich bin da immer gerne so ein bisschen auf Erkundungstour, aber Mystère ist viel kleiner als es. Das ist gemein. Dafür ist meins definierter. Das ist so ausgefranzelt. Vielleicht wird jetzt grösser mit der Zeit. Das könnte auch sein. Ja, Säckel da. Okay, springen wir. Vielleicht so. Schön. Und so. Autsch. Und die Musik passt auch. Ah. Ich mag das Spiel. Also es ist wirklich... Es ist ein schönes, kleines Spiel. Kann man jetzt nicht sagen. Aber ich habe so Befürchtung... Hey? Hey? Over here. Ja, wo ist da? Hey. Ja! Wo? Hi. da. Welcome to my village. Hi. This is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days, though. Das da. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me, but it's worth a try. Before Oh. asking him, though, you should check out the village. It's not so bad, unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's cove from there. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later. I thanked Madeline and agreed to meet her later. It was strange. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? Indem du tolerant bist gegenüber anders aussehende und denkende Wesen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich verstehe nicht, was die sagen. Okay, es klingt auf jeden Fall interessant. Kann ich mit dir oder so reden? Wow. Hey. Komm schon. Ah, was ist mit dir? Ist traurig. Oh Gott, und ich hänge fest. Schön, dass ich da so umspringen kann. Mal schauen. Die sehen einfach alle sau komisch aus. Also nicht lustig komisch, sondern einfach komisch. Ich kann mich doch sicher im Baum festhängen. Ja, super. Was mache ich? Ich würde mal sagen, das da hier ist sein Zelt. Einfach weil da auch wieder so ein Tomaten
oder Mais-Dings Garten ist wie bei uns die Hai. Also bei uns. Dort wo der... Wie heisst eigentlich unser Charakter schon wieder? Ich meine, der Onkel heißt Fred. Keine Ahnung. Das ist ein Stadtplan. Also es geht jedenfalls nach einem Stadtplan aus. Kleine Kinder, die mit Puppen spielen oder etwas, was nach Puppen aussieht. Die sind einfach alle voll komisch aus. Ich meine, und sie tönen komisch. Was zum... Das sieht aus wie ein Ding. Der sieht... Wie heißen die schon wieder? Big Daddies. Aus Bioshock. Der sieht doch tüpfelig genau aus wie ein Big Daddy. What the fuck, okay. Ist das vielleicht... Da könnte so eine... Da könnte Dings sein, Hommage. Oder es soll unseren Onkel darstellen. Ich bin mir da nicht so ganz schlüssig. Aber es sieht mehr aus wie ein Big Daddy, so mit dem Drill da. Und ein Feuer mit rosa Dampf. Also rosa Rauch. Springen wir da mal so. Hui. Okay, da geht's nicht mehr. Gehen wir mal zum Big Daddy. Vielleicht nicht ins Loch runterfallen. It looked like most of the shacks in the village were built out of trash. Trash from our world. It was, after all, a garbage disposal pad that took me. Ja. So, Frage, wohin? Da haben wir nichts, Fragezeichen. Das ganze Sofa. Wer wirft das ganze Sofa weg? Oh jö, das Bärli. Okay, merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Gehen wir noch rauf. Hey. Nein, nein. Ah lol, okay. Okay, säckeln wir da rauf nochmal. Kann ich mich echt einfach irgendwie da überziehen? Ja, kann ich gut. Was auch immer da eine ist. Ah, da kommt man rauf. Ich würde gerne wissen, kommen wir da nochmal zurück? Weil eigentlich hat man ja da so zwei verschiedene Arten zum Hier und Her gehen und überhaupt. Ich meine, man kommt da unten irgendwie weiter und... Warte mal. Also da kommt man weiter. Da kommt man weiter. Dort hinten kommt man weiter. Es ist verwirrend. Ich wüsste gerne, wo ich hin soll. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal dort über, weil es sieht nicht aus, als käme man dort nachher wieder irgendwie weiter. Ui. Hauptsache das Symbol ist überall drauf. Oh jö, Quietschentli. Okay, die Stimmung da macht mich so richtig, so ganz ruhig. Das ist... Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber es gibt im Let's Play sicher so eine Note, die passt. Rüebli, okay. Er hat ihnen scheinbar einen Gartenanbau gezeigt. Weil es scheint nicht so, als hätten die das vorher schon kennt. Okay, kommen wir wieder rauf. Das sieht auf jeden Fall lustig aus. Und hure viel Lagerfeuer. Er ist in Lagerfeuer gerne gerade so. Okay, ouch. Oh Gott. Und jetzt sind wir da oben. Ich weiß gar nicht auf welchem von denen allen. Hauptsache ganz schön da. Mit Blumentöpfen aus Ravioli draussen. Wieso nicht? Wieso nicht? Würde man sagen, wir gehen das nächste Mal gehen wir da hinten. Da oben. Und ich verabschiede mich für das Let's Play für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin sehr dankbar über jeden Kommentar. Also, ja,
fast jeder Kommentar. Es gibt so ein paar, die ich nicht so gerne sehe, aber das ist wieder eine andere Sache. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei A Story About My Uncle. Tschüss.